Testing. Marius und Ola, iedereen welkom hier. Dankeschön für Rückkommen. Wir wollen ein paar Lieder singen, statt weil ich mal anstopp ab und singt mit. Jesus on den schmalen Tritt, sin helge blöd och löj. Jag fejse konsen kvar och han, för mig ein Mensch störst
Freunde, wir können nun Krieg gehen, nicht? Uns Hort durchanbringen, uns Hort durchandrehen und durch Fried erfahren. Dort ist eigentlich an was uns ganzes Leben sich soll drehen. Immer war, dass wir uns denken an das Krieg und Jesus Christus, was er für uns getan hat. Deswegen wird wir Sonntag feiern uns von dir. Wo wir stellen Freitag nennen. Das ist ein Tag, wo Jesus stellt dort nimmt, was er in dir verdient hat. Ein Tag, wo Jesus stellt dort Absicht nimmt, um zu sagen, ich bin nicht schuldig und dort, was ich hier betont hat. Er wird stellt und er nimmt die Schuld, was er in dir verdient hat, nimmt er Absicht und mit dem Finger dreht zu wiesen. Und zu sagen, das ist nicht meine Schuld. Stell, Gehorsam, Bad und Tod, sagt die Bibel, nimmt er dort Absicht und betont durch unsere Sünde. Wir haben uns über zwei Sünde, wie erste Sünde noch bekeckt, wie da wieder die Trennung zwischen Himmel und Erde, wo uns getrennt hat von Gott, aber wo Gott das ganze Ding, der durch das Volk Israel anfängt, das Bild aufzustellen, und wo er einen Schatten wiesen dort von was Jesus wird tun. Und wo er durch all, wie die Bundeslade, hängen die Gardinen durch so, nahen dort in Genodenstall, wo die Priester einmal das Jahr angehen, dort mit Blut zu besprengen, für die Menschen ihre sind. Dann haben wir gekickt, wie uns aber Luther, dass du wie ein Priest getult, damit die Gardinen durch können wahrgenommen werden, durch das Blut von Jesus Christus. Dass die, wo heute betonen, dass an Kreuz in den Dachus, heute an Kreuz, dort betonen, dass dann sagt die Bibel uns, dass die Gardinen, wo ein Tempel wird, du von Allerheiligsten, wo die von oben rauf verrieten dort. Wie uns heute betont hat. Und wir kickten uns so wie direkt Zugang haben, nur diesen Genodenstall nu. Dass wir können irgendeinen Zeit nur diesen Genodenstall kommen und durch Genod fängen, für dort, wo uns schwer merkt. Für unsere Sünden, aber auch andere Dinge, die auf uns Hort legen tun. Und zum Anfang von der noch einmal Jakob mich fragt, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 zu lesen. Ich weiß, wir haben den Allmeier mal gelesen durch diese Zeit. Aber ich glaube, das ist ein passender Vers von der. Um den hier mit annehmen. So, wenn ihr in der Bibel in Hand dreht, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. Da sagt es, Jesus selbst nimmt unsere Sünden auf sich. Ich will noch einmal anfangen. Jesus selbst nimmt unsere Sünden auf seinen einen Körper mit auf den Kreuz ab. Dort wie für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Weil durch seine Wunden sind wir geheilt worden. So, heute nimmt dort, was er uns verdient hat, nimmt er auf den Kreuz ab und betont dort durch für uns. Und durch die Wunden, was er kriegt, werden wir geheilt. Durch dort haben wir den Zugang. Nur diesen Genodenstall. Und dadurch haben wir Sündenvergebung. Wir haben nicht Sündenvergebung aus an Jesus Christus. Und er braucht blote vergeten, so was Hebräer 9, 22 sein. So, wenn ihr die Bibel habt, hörst du auch, das sagt du, das meist alles, was ja reinigt durch Blut. Aber ohne Blut vergeten wir nicht Sündenvergebung. Und Vers 28 sagt dann, so wird Christus das Opfer für viele Menschen ihre Sünde wahrzunehmen. Wir sind zweite Mal kommen, wo er nicht kommen, wegen Sünden wahrzunehmen, aber dort heraten, was er am Lüren. Also Jesus wird weiterkommen, das ist ein Priest, das was er getult hat, er wird frisch kommen. Er kommt nur da, was er am Lüren tun. Da wird diesen Tag, wo wir zelebrieren tun, von der Kreuzigung, was dort angenommen haben, was in Kreuz war sind, da kann ein voller Hoffnung sein, dass Jesus wird kommen. Er wird zurückkommen, die Menschen nur sich zu holen in den Himmel lernen, da wird er nur lernen tun. Da diese Hoffnung in diesem Glauben haben. Und das ist bloß ein Ding, es schafft bloß ein Weg, dort das ich auf jeden Fall sagen, das einfach brutal wird handgerecht. Und von der Weg da kicken und die Körper wird gebrochen. Laatst kijk wie dat bloot weer wordt betoond, dat met bloot weer wat die mensen immer de hängen alle heiligste nennen en waar Jezus niet eenmaal voor alle moelde is met dat bloot heen. Aber ohne Körper zu breken oder so, wird schafft es nicht bloot zu verjeiten. So, und das, was Jesus auch braucht, der das vorher nur Kreuz gehen, dann sieht er,
te zijn dingen als hij dat met de op dat overmol de vieren, dat je dan een brood. En zei, dat is mijn körper, dat wordt gebroken worden voor jullie. Als een bijspel. En ook de koffer van wien, dat is dat bloed, voor wat gegoten wordt. Also dus dat bloed, maar de körper moet gebroken worden. Daarom dat hij kan dat bloed verjuiten. En wanneer we kijken dan al in Johannes, door het eerste kapitel, Johannes 1, vers 29, door als Jezus de ogen kwam, dan wird Johannes door en hij zit aan, kom en dan zegt hij, am nächsten dag, sagt Johannes, Jezus nu zich op toe kom en zegt, kijk, dat is God zijn loon, dat de wereld ihre zinnen waarneemt. Also hij wird dat perfekte Opferloon, wat er komt, dat hij wird dat schub, sozusagen, wat er wird geopfert worden. So hij kwam om zich aanrechten te laten, dat ik en du kan vrij worden. Voor we wieder gaan, wil ik vragen, dat we ons einmal willen opnemen zum Gebet. Lieber Himmlischer Vater, wir kommen für dich. Vater, wir danken dir für die große Liebe, die du für uns Menschen hast. Dass du wirklich wirst Himmel zu verlassen und auf diese Erde abzukommen, geboren worden als ein Mensch. Mit uns mitzuleben, zu feilen, was wir feilen leiden. Und nicht bloß dort, du wirst wirklich und kritzen und zu gehen und durch den Körper brechen zu lassen, den Blut zu verjeiten, damit wir können frei werden. Das ist das Life, all das durchgehen. Vater, help uns, dass wir so eine Life, dann waren die drei Wesen, die auch waren leben und die waren gut sein und die waren nicht leben nur folgen und unseren Nächsten auch zu leben. Vater, help uns, dass wir das waren am Hart klar haben und dass wir das waren ausüben zu unseren Mitmenschen. In Jesu Namen. Amen. Nu das nächste, Jan hat mir einen Ausschnitt lesen aus Lukas Kapitel 23, 18 durch 24 und 33 durch 43. So, wenn ihr in der Bibel habt, dreht mal in Lukas Kapitel 23, 18 durch 25, werden wir durch ein paar Gedanken durchnehmen. Hier ist das, wo Jesus all für Pilatus hier war, und der Hahn einmal sehr bestraft. Und das ist Ferienwerk all sein, Sonntag, erklären, wo das gewahrt wird. Und nun kommt der Patur, wo Pilatus aber wel hier Jesus freilassen, aber die Menschen haben einen anderen Gedanken. Und das sagt es dit. Und sie schrien alle zugleich, wach mit diesem Mann und darf uns Barabbas los. Da wir durch ihn angestaubt, will sie ein Abrüh an der Stadt angestellt und Mord begonnen hat. Und Pilatus will sie Jesus jedem freilassen will, red noch einmal mit an. Sie aber schrien, kriegt sich arm. Hij zei zum dritten Mal, waarom? Wat heeft hij voor een verbreken begonnen? Ik ving aan keine Ursache zum dood. Ik wil strafen en dan gaan laten. Aber zij hielden aan, luid en te schreien, dat zij verlangden aan te kritsen en geschrecht neemt hand. Dan sprak Pilatus dat Urteil, zoals zij zich dort wünschten. En hij gaf aan dem los, den zij verlangden, en wegen een Abrüh en een Mord wie angestaubt worden. En gaf Jesus met te doen wat zij willen. Also hij wil am loslaten, aber die Menschen, die hoorden het ganz klar, das ist Jesus, den lot wie die Christen. Hört wird so viel euer sozusagen gegen diesen Jesus, dass sie das einfach schreien, dass er soll die Christen wollen. Sie wollen lieber ein anderer Mann loshaben als diesen Jesus. Und dann gehen wir wieder nur 33, Vers 43, da sagt es das. Und als sie bei den Schädelplatz kamen, kriegten sie Arm durch. Und auch zwei Verbrecher, einen an der rechten und einen an der linken Seite. Dann sieht Jesus Vater verjagt an, will sie weiter nicht, was sie tun. Und sie tragen Laster, sich seine Kleider anzuteilen. Und die Menschen standen und checkten Tau. Und sogar der Volkslehrer mit der anderen Taub dreiften ihren Sport über Arm und Seden. Er hat andere geholfen, und wenn er Christus Gott sein Utgewählter ist, dann lud sich nur selbst halten. Diese Luten treiben auch ihren Sport mit und kommen und bauen an Syrer Wien an.
und sehen, wenn du der Judenkönig bist, dann haupt die Salz. Und Abraham wird ein Griechisch, Latinisch und Hebräisch geschrieben. Das ist der König von den Juden. Dann las das einer von den Mörder am Kreuz, Abraham und sagt, wenn du Christus bist, dann haupt die Salz und auch uns. Aber der andere beschwicht arm und sagt, feierst du nicht einmal Gott, willst du bist unter derselben Verdammnis. Und wir kriegen mit Recht dem Lohn, den wir verdient haben. Aber das Mann hat nicht eingeschickt, das zu tun. Dann sagt er zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du an das Regnen kommst. Und Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, von dir wirst du mit mir im Paradies sein. So weit. Also wir sind hier erstlich mit den Gedanken, wo ich reinnehmen, wo die Menschen unbedingt wollen haben, dass Jesus soll gekreuzigt werden. Und wir kicken dort Pilatus einfach Strafen leid. Und dort er Handgerecht soll werden zu dieser Kreuzigung. Aber mir jankert von der drei muss checken, was sagt Jesaja über das Ding, was passiert an dem Tag, wo Jesus gekreuzigt wird. Wo das Körper gebrochen wird, und das Blut vergoten wird. Und so, weil wir in jeder Bibel haben, 3 Mal in Jesaja Kapitel 50, Vers 6, du sagst Jesaja all im Bild von diesem Tag, was passieren wird, wo das wird sein. Und das sagt du es dit, ich gebe meine Regen Hand zum Verwippen. Also ich rede Sonntag davon, von Josef Friedach, ich rede Sonntag davon, wo ein Wort gebraucht haben, um ein Mensch zu deuten, so was Jesus dann strafen deuten, wo das sein Lehrer und alles verrieten deut. Und nun sagt das hier, Jesaja sagt, was das all sein, wo das wird loten, Gott hat ihm das weiten loten. Aber wenn er bloß nicht krank wird, wo das wird sein, aber Gott hat Jesaja hier nicht weiten geloten, sein geloten, dort wird sehr schrecklich sein. Aber ich will noch einmal anfangen, sagen, und ich gebe meine Regen Hand zum Verwippen, und meine Backen nur die mir den Bord uitreichen. Ich verstärke mein Gesicht nicht für die, was mich verspotten und verspäten. Sieh, hier sei wir nun, dort auf den Regenhahn zum Verwippen. Wir sind hier, was Jesaja sagen, was passieren den Tag, wo sie sein Bordhahn uitgereden, wo sie am Hahn an Gesicht gespielt, aber er verstärkt sich da noch nicht. Er ganz geduldig durch all das und leidt all diese Dinge down zu ihm, weil er will die Welt ihre Sünden wegnehmen, er will die Welt ihre Sünden betonen und er will sein Blut schälen lassen, sein Blut verjeiten lassen und sein Körper brechen lassen bei dem Mut, was Gott gesagt hat, was er wird gebrochen werden und was er wird verlassen werden. Und so hier habe ich ein Bild gegeben, wo er sagt, ja, es ist ein Regenhahn, dort habe ich Sinn auch alle gekickt. Aber wenn wir kicken, dann was ich zu getan haben, mehr als was wir in dem Testament, Neuen Testament sein, und das sagt, dass der Hahn sein Wort ausgereden. Und wenn die hier wieder lesen, dann redet er von, dort hat sich nur 4 Steine gesperrt, sind gesagt, mit so was der Arme an Gesicht getürlet haben. Und ihr wollt an Jesaja, du bist wieder lesen, durch 7. Und so soll wieder das sehr schreckliche was das für ihn. Aber er jäuft das Hahn für mich und die. Und dort ist ein Wort wie Stelle Friedach führen in der Kreuzigung. Und dann, dort würde ich darauf anfangen. Und dann, das sind auch, dann checken wir einmal an Jesaja 52, so das Regenhahn geben, das Wort udrieten, und das verschlungen, diese Krone am Kopf abdoen, wo dort der Loten hat, nur dem, was die Menschen am gesehen haben. Dort hat Gott Jesaja auch ein Bild gewesen von dort. Und ich habe viele, das sind auch davon, aber weil von der, und sie werden noch einmal ein bisschen dort bekehren. 13 durch 14. Jesaja 52, 13 durch 14 sagt. Der Herr sagt, hör ich einmal, mein Knecht wird viel bestritten. Also er hat viel bestritten, das bestritten wird für mich und für dich. Das bestritten wird für die Menschen, die
für uns gelebt haben und was an das geglaubt haben, nicht bestritten wird für die, was noch kommen wollen und was an dort bleiben wollen. Aber hier sagt der Herr, horch einmal, mein Knecht wird viel bestritten. Sie wollen den sehr hochachten und viel ihr geben. So, was passiert an den, wo wir einmal so, den Palmsonntag nahen? Durch Jesus eine Stadt rettet ab den Esel in sein Leben durch Blätter und sie irden am Seier, aber dort regt bloß ein Ängstchen. Dann drehen sie krank jeden Arm und dann seht ihr nicht kritzig. Dem, was sie erst willkommen heute eigentlich aus dem Kennig, bloß paar Jahre wieder schreien sie all kritzig arm. Also das Knecht, der hat viel bestritten, haben am Hirche achten sie wieder, aber charakterhostig drehen sich jeden Arm. Das sage ich hier, sie stützten. Also sie sagen auf einmal, das passiert nicht, was sie sich an ihr Hort wünschen. Hier passiert was anderes. Gott will was anderes tun mit ihm. Gott will was anderes beschenken mit ihm. Er will den Brecken lassen, dort in sein Fleisch verrieten lassen, in sein Blut schälen lassen, um den Sinn zu betonen, durch die Weg zu fordern. Dann sagt er in 14. Vers, krieg so, aus vielen Stützen aus seinem Saalen, will sein Gesicht und Körper so verletzt werden, dass er meist nicht mehr nur ein Mensch leidet. Und in Kapitel 50, du sagst wie, dass er jetzt seinen Regen hat, er jetzt sein Gesicht hat, er jetzt seinen Körper hat, das entgegenzugehen, was es das luten deit. Wenn ich ein Bild mit verstellen. Also das, wo er das hingehen deit, aber das muss passieren, weil Gott hat es einmal so bestimmt. Nicht noch einmal hier in Lukas Kapitel 23, durch von 33 durch 43. Ich wollte nicht einmal überlesen den Text, aber hier ist das, sei wie dann wieder bei dem Platz gekommen, wo sie einmal gekriegt hatten. Und dann sagte der Menschen, die Spaten armen, sie sagen, check mal hier, du hast andere geholfen. Er hat Menschen geheilt. Er hat wieder Wutter gegangen. Er hat Menschen zum Leben gebracht. Er hat all diese Dinge getan. Yes, er hat getan, diese Einsätze am Tempel hier. Aus dir heran wirst, aus dir leben, das all diese Dinge deutst du. Wenn du nicht wirklich das Christus bist, dann stief von Kreuz rauf und haupt die Salz und die Menschen ran die. Aber das ist nicht, was es wird. Gott hat bestimmt, um das entgegenzugehen. Aber die Menschen, die spaten und haben sich frag über am. Und was sagt er? Verjagt an. Man all diese Weide, was er drehen hat. Man all das, sie dann noch bloß schickt er den Menschen und sagt, verjäv an, Fuhrer, will sie weiten wirklich, was sie tun. Danach wird er live an sein Hort. Du wirst danach kein Hut, du wirst danach kein so, was wir noch mal würden sagen, wenn uns irgendwer sagt, was euch tun habt, dann haben wir einen Trouble mit dem Menschen zu leben, einen Trouble mit dem Menschen zu vergeben. Aber Jesus wird krieg anders. Er läuft den Menschen danach und er sie danach Fuhrer vergeben. Danach wird sein Hort voll von Leben Vergebung. Und dann wollen wir wieder gehen, man all das, und auf einmal dann kommen wir bei diesen 2 Männer durch im Kreuz. Der eine, der dreht sich nach Jesus und der hat am Wort noch bespart. Dann sagt er, guck mal hier, wenn das dort ist, was du sagst, er sagt, steh auf und haut mich hier los und haut uns anderen. Der andere aber, der dreht sich nach Jesus und dann sagt er, er dreht sich um, dann sagt er zu dem Mann, guck mal hier, du hast uns das verdient. Der Straf hat du uns verdient. Und das Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann dreht er sich nach Jesus und sagt, denk um mich, wenn du in die Rechten ankommst. Und wenn wir an das checken, dann erst sagen wir, und Kreuz, du kriegst dort Licht zu sein. Du am Kreuz, du wirst mein Hort frei. Das ist, was wir singen tun, nicht? Und das soll die denken wir den Tag für diesen Mann, du am Kreuz. Du dachtest am dort Licht auf einmal ab, wer das Jesus wird. Fahr dort und sagt die Bibel uns, dass wir Mörder. So ist was Barabbas, der wird freigehen deit. Du am Kreuz auf einmal dacht am dort ab, wer das Jesus wird. Du am Kreuz dacht auf einmal ab, was Jesus deit für ihn. Du am Kreuz dacht am dort einmal ab, dass sein Körper wird gebrochen und sein Blut wird verguten, verkragt, so eine Person ist, was heu wird. Am Tag dort legt ab. So ist was uns Leute auch sagen. Du am Kreuz. Aus einem Kreuz ging, du dacht, wir legt auf einmal ab. Und der Mond und Kreuz soll die denken, als du hängt am Tag dort legt auf einmal ab. Das Mond hat nichts verdient. All das Schreckliche, die was am Ei tun, haben die Brechen, dass ihn Blut schälen kann, da wird Charakter für so eine Person, das was heu wird. Aber du jink am das Licht ab.
En hij wordt vrij. En hij ervoert een vrede. En was Jezus, kan je verstellen, die hengst du, die weet dat wanneer we staan in de mond, verstellen, der hängt und die weet dat die laatste, dat zijn laatste wat die was op deze eerd was zijn. En doet als Jezus die draait in die en zegt, weet je wat, van der was die met mij in paradijs zijn. Der leefde van den vuilen. Kan je verstellen, en al dit grote nood wat hij ook daar gewoon deed, daarna te weten, weet je wat, dat speelt eeuwig. Dan komt eeuwige vrede en je. De vrede wat hij op de en leef wat hij doet, wat je valt van Jezus. Datzelfde denk ik als voor ons van jou. En die ons zal ook immer waren dat licht opdagen. Immer waren zullen we ons erinnern, want we denken dan aan Christus. Zelfs wat van jou, we denken aan wat Jezus gekriegt zich is, wat hij daar gegaan is. Dat zal licht geven en hoopning geven voor ons. Dat zal vrede brengen in ons leven dan. En ik hoop dat die beste bij het Christus was. Ik hoop dat die eerst dat licht opgegaan bij het Christus. En ik hoop die hast dat ervult en ervaren dat Jezus te die ook gezegd heeft, ik leef die. En den dag wat du sluiten des op deze eer, dan word ik die ook bij mij in paradijs nemen voor alle eeuwigheid. En dat du de vrede was ook ervaren. Dat het Christus niet verdammt heeft, gestolen heeft. Dat het Christus niet verdammt heeft en Jezus ooit gehangen heeft. Dat het Christus niet verdammt heeft voor die wat bloot geschild hebben. Dus wanneer du dich aanneemt, dan is dat vergeefs voor die. Dat heeft geschild voor die, maar dat is dan niet. Dat heeft geschild voor die, maar wanneer du dich aanneemt, dan is dat einfach vergeefs voor die. En dat is zo goed. En ik wil die motto spreken. Wanneer du nicht hast, dan ga naar het kruis en begin Jezus door. Ga naar den genodenstoel en ervoor leven en vrede door deze Jezus Christus. Dat andere ding wat we hier zijn doen, als nu wij naar de andere ziet, kijken nog einmal, Jezus kwam niet op deze Erde op die te rechten, maar hij kwam live te wezen te de mensen. Dat is wat we immer waren sagen. Even hier in Kruis, vol van lief en metlied, treden zich naar deze man en juicht in zijn vergeving, wo hij een Frau deed. Maar weet je wat Jezus ook niet deed? De Bibel sagt nicht. Hij dreht sich nicht naar de andere Seite, die dem verdammen. Als Jezus sagt, ik ben niet gekomen, de wereld te verdammen. Nu zijn ik gekomen, de wereld vrij te maken. Nu zijn ik gekomen, de wereld te leven. Nu zijn ik gekomen, de wereld en mijn leven te geven te de mensen. En te leven. Maar hij wordt terugkomen. Dan wordt hij de zin gehoord, die nu am luren doen. Dan wordt hij de zin gehoord, wat en geloven gestorven zijn. Er wordt nog leven doen, de ziek te nemen. En dan wordt hij komen, voor die wordt het niet ongenomen gaan, te straffen, wanneer hij terugkomt. Want nu als Jezus hier op deze wereld gewas is, dat hij niet verdammt. Even te dem Mensch wordt arm verspotten deed. Even de mensen wordt arm verkield worden. Even de mensen wordt ver am stunden spateren über arm. En das Mann und Kruis, zit er dan nog bloß Futter vergeven aan. Jesus zijn hart. Jesus zijn verlangen, als immer wahrer, dat jeder einer solle Vergebung erfahren. Immer wahrer, wat zijn hart bezorgd heeft, als dat wie mensen worden dort kriegen, tot wat hij zei, net wat hij gekomen is, om dat voor vele, de Passalam te zijn, voor vele zinden. Hij is niet gekomen, om het vingerwijzen naar al die zin. Hij kwam de zin weg te nemen. En die dat licht op te gaan te laten. Zo is wat dit man omkrijgt. En ik hoop dat als wat die ook passiert is, dat u dat ervaren hast, dat Jezus die Passalam geworden is, dat du de Leib van hem ervaren hast, dat du volle Vergebung ervaren hast van hem. En dat du ook zo geluisterd hast van Jezus, wat dit man omkrijgt. Wanneer we kijken dan in Johannes Kapitel 3, sagt Jesus dit, Vers 16, sagt Gott seine Liebe für diese Welt ist so groß, dass er sein einzigen Sehen gibt, dass all die an ihm glauben nicht verloren gehen, aber ewig Leben haben. Das ist, was er will haben. Jeder einer, der an ihm glauben dass er könnte ewig Leben kommen. Dass er nicht Bruch verloren gehen. Dass er diese ewige Vergebung kann erfahren. Dann Vers 17 sagt er, wie es Gott schickt, sein Sehen nicht in dieser Welt nennen. Nee, Gott schickt sein Sehen nicht in dieser Welt, um die zu richten, aber dass die Welt durch ihn kann gerat werden. Das ist, was er will. Er will nicht kommen. Er will nicht kommen, die Menschen, die am verspott haben, die zu richten. Und nicht den Mann, der uns ohne sieht, hängt, den zu richten. Aber er kam, die zu leben. Er kam, die alle zu leben. Er kam, die alle frei zu machen. Und jeder ein. Er hat noch nicht, noch mal gesagt, wie viel, er hat noch nicht gesagt, wer, aber er findet jeder ein.
Für die, für mich, für die Menschen, die vorher gelebt haben, die das angenommen haben, die Menschen, die wollen noch kommen. Wenn die kicken wollen an Johannes Kapitel 17. Wer es bekommen hat, Johannes Kapitel 17. Wunderschöner Text. Du bet Jesus. Und er bet du ganz besonders für die Jünger da. Dann sagt er, ich bete für die Menschen, die sich wollen handgeben, durch die Zeit, wo diese wollen evangelisieren, für die Menschen, die sich wollen handgeben, bekehrt. Weißt du, was für Jesus nun Kreuz ging, dann bete ich für die auch. Für die Menschen, die noch wollen kommen, für dich. Und du sagst, die nur dem gekommen sind. Jesus hat für die gebet. Jesus hat verlangt, mit die Gemeinschaft an Gott, und dass du wirst nur Gott kommen. Und der läuft, du erfahren, was er gekommen wird. Also, sein Körper wird gebrochen, um diese Trennung, was zwischen uns und Gott wird, der war durch Hand gestellt. Sein Blut zu vergeben, um den Sinn zu tun. Und sein Körper zu brechen, das Blut zu geben. Das, was Jesus tut. Er hat das nicht live. Er hat das nicht zum Kommen aber zum Leben. Das sind Dinge, die wir, die Hoffnung, die wir nach einmal beim Leben tun. Er ist nicht ein Himmel, zum du dir Recht aufholen für die. Er ist ein Himmel zum Anstehen für die. So als was Johannes Kapitel 2, Vers 1 sagt. 1. Johannes Kapitel 1. Du sagst, es ist das. Liebe Kinder, ich schrieb ihnen das, dort die von der Sinn wach blieben. Wann aber doch wer sinnen soll, haben wie Jesus Christus, der ohne Sinn ist, der wie Gott dem Vater für uns anstehen hat. Kann ihr verstehen? Kann ihr das begreifen? Dort Gott, Jesus ist nicht wie Gott, um die zu rechten. Nö. Er ist nicht nur bei den Genodenstuhl, um checken, wer was Arbeit tun, und dann fuhrst du Gott und sagen, check mal hier, Hermann Baum und Haft, was Arbeit tun. Und wir müssen den bestrafen. Dann heißt du, um den Anstehen für mich. Da hast du wieder Kreuz für mich, wie Gott, als in die Bereich der Hand, du sagst, und ihr sagte, wenn Hermann Baum und ihr sind nicht kaufen, der kämpft nur arm, und der sagt, weißt du was, wir wollen das treistellen, und als Jesus du, und der wie Gott anstehen für mich. Sagt er, weißt du was, ich habe Tool für dort. Kreuz, dort ist vor dich. Jesus auf seinen Kreuz gestorben, denn Johannes sei wie dort in Kapitel 20 und sagt er, oder ist alle, wie er sagte, was ihr seht, dort alle in Erfahrung gegangen, als wird von ihm geprophezeit, als dann sagt er, it is finished. Dort ist vor dich. All die Sinn ist betont. Das ist vor dich. Und nu steht er, nu als er bei Gott erreicht, der Hand hat anstehen für uns. Nicht, was einer wird verdammt, aber einer wird leben. Nicht einer wird bis sagen, check, wo er wird strafen, aber einer wird sagen, no, ich will sein, was ich habe dort, wo kann ich das Mensch dazu bringen, dass er wird zu der Busse kommen, oder drei wird in den Arm kommen. Und dort Verarm bringen. Er sagt, du nach einmal live. Ut der selbe live, was er dann an Kreuz hat für die Menschen. Da hat er noch von dir. Der Genut, was die Menschen kriegen von Vergebung, dann, der steht von dir. Aber der Tag kommt, wo er wird zurückkommen, und dann wird er die Rechten, die dort nicht angenommen haben. Und die nur sich nehmen, die dort angenommen haben. Also von der steht er noch nicht live. Aber der Tag kommt, wo er die Sinn strafen muss. Die strafen muss, die das nicht angenommen haben. So ich ruden jeder einen Tau, nehm das Geschenk an, was Jesus getan hat für die. Aber so haben wir aufnehmen zum Gebet. Bruder, Himmel, wir danken dir, dass du uns gut bist. Bruder, wir danken dir, dass du uns wert geachtet hast. Dass du uns nicht geläuft hast, um uns Kreuz zu gehen und du 100% betrug. Um das vor dich merken. Bruder, wir loben und wir danken dir, dass du nicht wie Gott bist. Nicht als einer, der uns was checkt, wo wir Arbeit tun, um uns verdammen, aber du bist für uns anstehen für Gott. Für die Dinge, die wir noch wollen, Arbeit tun. Bruder, help uns, dass wir immer weiter wollen und denken, dass wie Gott, du setzt dich aus einer, der aus dem Gelodenstall, wo wir immer weiter keine Hand kommen, was uns am Hart liegt und was uns bedrängt hat. Bruder, help uns, dass wir das niemals wollen vergeten. Dass wir immer weiter wollen frisch, wenn wir was anderes getan haben. Die Bibel sagt, wir sollen von Sinn wach bleiben, aber wenn wir doch gesinnig haben, dass wir immer weiter wollen klar haben, dass wir uns nicht selbst wollen verdammen, aber wollen klar haben, dass du bist. Und drei wollen nur in den Gelodenstall kommen und Vergebung finden. In life, in Erbarmung.
leid uns durch diesen Tag, durch diesen Weg und wieder. Mit Genut und Life. Wie die wollen sperren, mitnehmen und die Life in Vergebung wollen wiedergeben zu unseren Nächsten. Das bete ich in die Namen. Amen. Wir wollen von dir auch nach Abendmahl führen. Ich will ganz kurz ein kleines bisschen über dort über Abendmahl reden und dann gehen wir durcheinander. Und so, wenn wir kijken dann in Lukas Kapitel 2, 14 durch 15, das ist gerade vorher all das durchgegangen, wo wir von dir reden haben, ans Friedlichkeit und Lustigkeit, dann hat wird er mit seinen Jüngern getauft. Das wird die Zeit, wo sie der Passalam Vers 4 deuten. Dann sagt er in Lukas Kapitel 22, 14 durch 15. Und als sie stund schein, sah er in seinen Aposteln sich am Dasch. Und er sagt, ich habe ab ihrms ein Verlangen gehört, mit den Taub dort Passalam zu eten, euer Eck lieben mag. Also Jesus hat ein Verlangen. Und nun, wenn wir dann ein paar Vers wiederkicken, und Matthäus 26, 30 sagt es dort, und als er nimmt Jesus das Brot, dankt dafür und berührt dort und jäuft seine Jünger dort und sagt, nehmt und das ist mein Körper. Und sie nehmen, und er nimmt dort Koffel Wein, und als er dafür gedankt hat, jäuft er an dort und sagt, trink, alle davon. Also, er deut hier das Passa Vers 4 mit seinen Jüngern taub. Und wie er weiß, die Zeit wird gekommen, wo er würde an diesen Kreuz gehen. Und dann Vers 28 wieder sagt, das ist mein Blut an den Nierenbund. Dort für viele verguten wird. Dort ankennen die Sünden vergeben worden. Ich sage Ihnen, ich will von diesem Wein nicht mehr trinken, und Jahndach. Und den ich war da frisch mit Jüntaub und mein Vater sein Recht trinken war. Und als sie ein Danklied gesungen haben, gingen sie rüd nu in Olivenburg. Von der, wenn wir denken, dann kriegt dort Jesus, er dort oben mal führen und er sagt dort auch, dass sie sollen das tun. Und wenn sie das tun, dann sollen immer tun, dann man dort denken, was er getan hat. Jeder Mal, wenn wir das Brot nehmen und Wein trinken, dann sagt er das erst zum erinnern, für was er getan hat, was er sein Blut vergoten hat, was er sein Körper gebrochen hat. Aber was ich fing dort für mich, diese Werk, was ich durchgehen dort, verstört, ich sage, als sie ein Danklied gesungen haben, dann ging er nun Olivenburg. Aber ich kann ja verstehen, einmal, wenn wir das denken und Abendmahl, und wenn wir das Abendmahl führen, und die Wassermoten fährt, merken uns das traurig, nicht? Wie es was passiert ist. Aber von der Weg einfach haben, sein, dass ich an den Gedanken komme, was wir anwenden, da wieder von der Weg nicht Frieden nehmen, wie es Jesus hat, das getan für uns. Nicht, wir wollen uns nicht freuen und heute muss durchgehen. Für dort soll wir traurig sein. Aber eine andere Seite, wir sollen uns freuen und dankbar sein, dass er das getan hat für uns und uns wie genug geachtet hat. An den Tag, als sie das deuten dort zum dankbar sein. Wie es Mond singt, man bist dankbar, Leute, wenn die irgendwo eine Frau gewesen ist, nicht? Man singt dankbar, Leute, wenn die Frau ist, über Wort. Und das, was die Menschen deuten. Dann, als sie in der Passalam führen, da wird ein Dankfass auch. Und dann sei wir, dass sie ihr statt oben mal gehört haben, dann sagt die Bibel uns hier so, und als sie ein Danklied gesungen haben. Also ich hoffe von dir, wenn du das oben mal nehmen das, da wir wollen uns daran erinnern, was er getan hat, aber die Dankbarkeit von dir. Von Jesus sagen, Dankeschön für was du getan hast. Ich will mich von dir erinnern, der Leib, was du für mich gegeben hast. Und du mich nicht wird geachtet hast, das zu tun. Und da wir wollen von dir die Dankbarkeit nehmen, da wir wollen dankbar sein, da wir das Abendmahl können feiern. Das ist, was er will haben, was wir als Christen sollen tun wieder. Und deswegen wollen wir von der Abendmahl feiern. Und bevor wir wiedergehen, würde ich noch einmal ein paar Verse lesen, aus 1. Korinther Kapitel 11. Durch 27, durch 28, das wo Paulus reden wird, auch von das Abendmahl holen und so weiter, aber für er wieder ein Abendmahl hat, und das ein paar Dinge denken haben.
En dat is wo ik van jou ons ook wel eenmaal even denken houden. En in 3 Versen aango, nog eenmaal denken houden. Wat lezen we in 1. Johannes, kapitel 2, vers 1. En nu waar we hier frisch dit lezen, zeg ik, wer van dit brood at en van den Herrn zijn koffel drinkt en leeft niet zoals ik dat geheerd, verschuldigt zich du dadurch aan den Herrn zijn bloed en Körper. Nu hoor ik, doorwegen, laat jeder Mensch sich selbst untersuchen en dan van het brood eten en van het koffel drinken. Wenn du hier von dir bist und du vielleicht so denken, das und sagen, das wird vielleicht eigentlich würdig, von das Koffel zu nehmen, von das Brot zu eten. Weißt du, was Paulus sagt? Dann untersucht die Salz. Weißt du, was Johannes sagt? Jesus ist bei Gott. Weißt du, bei Gott der rechte Hand. Wenn irgendwer was getan hat, dann soll er weiter in die Städte an. Jesus ist gerade nicht bei Gott. Und wenn du irgendwas so hast auf dein Hort, wenn du denkst, das ist ein Overmut führen von dir, wo du vielleicht mit dir drei holen und du denkst, das ist vielleicht eine Frau und das soll ich oder soll ich nicht. Du weißt nicht, dein Körper sagt vielleicht, dort, wegen das soll ich vielleicht nicht. Dann hör das persönlich, bring das bloß nach Gott und glaub das, was du hast. Glaub das, was du steht, um deine Sünden zu vergeben. Glaub das, was du aus in Leben nach Jesus hast, genodensvoll, voll von Leib und bring das nach Arm und dann nehmen mit Freude und mit Dankbarkeit auf das Mahl. Und dass die durch schuldig fühlen. Und dass die durch Betrag fühlen. Jetzt sonst noch, was Paulus hier wiesen hat. Er sagt, weißt du was, wenn du was auf dein Hort legen hat, dann sagt er, du wehen. Und er sagt, die Salz. Und so, wir wollen eine ganz kurze Zeit nehmen, noch einmal bis eine Stelle Zeit, jeder einer für sich, und haben eine kurze Gemeinschaft bis mit Gott, vielleicht für 2 Minuten oder so, und dann bring das aus der Dankbarkeit, wenn du dankbar bist, dank an für was du getan hast. Wenn du was an dein Hort hast, was die vielleicht ein bisschen troublend hat, dann bring dort eine Arm. Und das ist ein Zeit. Und dann nur, dass wir overmal führen mit einer Freude und Dankbarkeit und Frieden. Amen. So, wir uns heute nehmen, wir eine ganz kurze Zeit noch einmal nehmen und dort für anbringen, was einmal auf uns Wort ist. Vader in Himmel, ik kom nog eenmaal voor die. En Vader, ik dank die dat u wellicht best van ons te horen. Als dankbaarheid, oder als een woord waar we ons uitscheiden, met onze bedürfnissen, wat immer het is, Vader. We danken die dat u best en u horchend is. Nu dat, wat we voor die brengen. Vader, ik bid van jeder einer, die zich uitgescheiden heeft in diesem Moment, nu die. Dat u de waschende vrede aan je gehad hebt. En leven genoeg gewesen haben, von jeder ein. Vater, ich vertraue, dass wenn wir von nu waren Abendmahl angehen, dass du wirklich eine Freude an haben. Dass du von Himmel aufschicken und dankbar sein für was wir tun. Leid uns durch diese Zeit und führ uns durch diese Zeit, was wir das wollen, das Brot nehmen und das Blut nehmen. Das wir nehmen als ein Symbol von deinem Körper und deinem Blut. Das beten wir in deinem Namen. Ik wil voor ons vertellen, dus ik wil hier naar Fern komen en ik wil een klein beetje hier nog eenmaal erklären. Jeder einer, wenn die Eltern sind, die Kinder, die können selbst entscheiden. Was wird von der Mutter, die Kinder kann, oder die Kinder kann, kommen und teilnehmen daran, das findet jeder ein persönlich. Als Eltern, dann die entscheiden. Wir als Kirche wollen das nicht entscheiden für Jugend. Wir wollen das einfach ab der Jugend lassen, weil jeder das wollen tun. En wat we worden doen, ik wil in een hand het wijn hebben en in een hand het brood.
En hij wordt in een hand wien en een hand juice haben. So, für die, die nicht wien wollen, wir haben hier bloß Juice. Und dann können wir vielleicht von hier fahren, bis anfangen, eine Bank einmal so einmal gehen, dann von dort wieder trainieren gehen, und dann da was vorbeigehen, weil wir bei hängen sind. Und dann, wenn wir dort ist haben, dann wird er erst für das Brot beten, und dann, wo wir das Brot eten, und dann heran, wo ich für das Wein, und dann nehmen wir das Wein auch, und dann wollen wir schließen. Und hier sind auch Napkins für die, die wollen. So, komm, fang bis von hier fern an, bis so vielleicht rückgehen und von dort trainieren. Von hier war er rückgehen und von dort nehmen. Okay, noch besser.
dan vers 27. En hij neemt een kuffel wien en als hij dafür gedankt had, geeft hij aan dort en zegt, drink alle daarvan. Wij hebben dus voor dat we danken die dat u waarlijk weer stien bloot te verjuiten voor ons om kriets. En dankzij dat we daarom dat deze dag herinneren van jou met brood en wien. En dat we daarom dat wien van jou neemt voor ons. Als een dankbaarheid voor dat u die bloot vergoten hast voor onze zinnen. Dat we van jou daarom vrij zijn. Help ons dat we worden met dankbaarheid van jou deze wien nemen voor dat wat u gedaan hast. Amen. Also, das ist wirklich ein Viertag, dass einer Dorf mit Sonnendeil, Brüder und Schwestern taub kommen. Und an so einen schönen Tag ist, von der dürfen uns erinnern an das Kreuz und an das Blut und dass wir das können taub sich down. Ich will mich von der einfach von meiner Seite bis zu jeder einen bedanken, dass die kommen und mit uns taub hier, dass wir können diese Woche aufmal führen. Mit Life und zur Dankbarkeit zu Gott. So von meiner Seite, dass wir es gibt mir einfach eine Freude, das gibt mir Mut, frisch wieder zu gehen und leben. Und wirklich dankbar sein, dass wir stelle Frieden dürfen führen. Und dass Jesus wirklich wieder den Priester tun. Und von der auch, wenn ich daran denke, ich stelle mir einfach vor, dass Jesus kickt rauf und Freude, dass seine Kinder gehorsam werden, zu das Gebot, was er gegeben hat. Jetzt sind wir something in Gebot, was er gegeben hat, was wir sollen tun. Und als ich das nehme, ich stelle mir das einfach vor, dass das Jesus voll von Leib, ich schaffe dich rauf und sage, du sind Brüder und Schwestern taub, die sind gehorsam zu dort, was ich will haben, was sie sollen tun. Sie sollen das Brot nehmen, um zu denken für seinen Körper, und den Wein zu nehmen und das Blut, was er vergoten hat. Und dort ist einfach dort ein dort Freude jaft. Das ist ein einziges Mal, das ist ein Mixgefühl von einer Rotmess. Und eine sieht, wo das gebraucht hat, um das Tool, und andere sieht, rot einer Mess von Fried, dort hat es getan haft. Und ich glaube, das ist ein normales Gefühl, nicht? Also, hier muss einmal frisch denken halten zu all dem, was hier vielleicht Sonntag nicht gewesen. Wir wollen Sonntag, weil wir in Sunrise Botschaft haben, so dass wir gleich 6 morgens anfangen. Wir wollen den Service beim Park haben. Also, muss ich denken halten von jeder einer, der vielleicht hier letzten Sonntag nicht wird. Und nur dort, weil wir ein Frühstück haben. Und da war ich nach einer guten Gemeinschaft haben. Und wenn ich nicht artig sein wollte, dass ich vielleicht gefragt, dass ich früher würden, wird die Fassbar mitbringen. Selbst mitbringen, ja. Für nur dem, wenn wir durch Frühstück gehabt haben. So, was hat die da andenken dann. So, ich würde 10 Team Frauen nun abkommen, dann wollen wir nach Schlüten mit Gesang. Dort wähle ich mal ans Top ab und dann singen wir noch das Schlusslied. Halleluja.
Dankeschön, sein Team für uns mit den Leuten anladen von